Voilà, ich meine, dann können wir aufhängen. Ich so nicht mal für allem vielmals merci, dass der Recht Zeit geholt hat, für bei uns auf eine Pressekonferenz zu kommen. Ich meine, wir haben invitiert unter dem Motto der Start für die Sozialwahlen am Finanzsektor. Ihr wisst, Sozialwahlen als ein von den wichtigsten Rendezvous für die Gewerkschaften am Allgemeinen war nicht so gut die wichtigen, aber da gibt es stärker gemost, sei das nationalen Niveau, wie auch sektoriellen Niveau. Ich meine, Haut, bei den letzten Wahlen hat den OGBL 31 Sitzer von 60 an der Chambre des Salariés erreicht. Klar, als natürlich Ziel für die Sitzer zu halten, gegebenenfalls auch nach auszubauen. Was dann nur den Sektor finanzier en tant que tel angeht, da wählen wir am Gruppe 4 an, da sind 8 Sitzer zu vergeben. Wir hatten als OGBL, von denen 8 Sitzer hatten wir da als OGBL 3 bei den letzten Wahlen gekriegt, den Taliban hat da 4 an den LCGB 1. Prozentuell gesehen sieht das so aus, 50% hat Taliban am Sektor Krit mir 33 an den LCGB 17. Das ist natürlich evident, ich meine, sprach ich das nicht zu sagen, dass das Ziel von uns auch wert sind, bei den nächsten Wahlen die Majorität am Sektor zu kreieren. Das bedeutet ganz klar, dass wir als Präsenz an den Betrieben müssen ausbauen, wollen ausbauen, mehr Delegationen gewählt kriegen, und da, wo wir an den Betrieben sind, majoritär zu gehen, aber wo wir nicht sind, auch ranzukommen. Wir sind an ganz viele Betriebe am Sektor vertreten. Wir sind an über 90 Betriebe, hatten wir bei den letzten Wahlen, wo ein OGBL-SBA Präsenz war. An manchen sind wir aber auch nicht vertreten an schmengende Goal, als den zu versichern, überall da, wo wir nicht vertreten sind, auch bei den Wahlen Listen zu präsentieren, als Präsenz auszubauen und dementsprechend auch gewählt zu gehen am Sektor. Dafür brauchen wir natürlich sicherlich die Hilfe von allen Membern, allen Delegierten, das ist sous-entend. Also, nachher, wir wollen die Wahlen gewinnen und wir wollen die treibende Kraft am Sektor gehen, majoritär gehen. Der Finanzsektor steht aber an einer fundamentalen Mutation. Digitalisation, Fintech, Blockchainen, Plattformen, Robotisation, Bitcoins, GAFA, alles das sind Stichwörter, mit denen wir am Alltag konfrontiert sind. Es sind aber auch ganz klar die Stichwörter, die verantwortlich dafür sind, für die Changements, mit denen wir am Sektor konfrontiert sind. Wir an Salarien aus dem Sektor. An unserer alltäglichen Arbeitswelt, auf unserer Arbeitsplatz, so wird von Haut oder ob der vom Moor. Viele Arbeitsplätze sind voll an der Mutation. Durch eine Informatik, die sich ausgebaut hat, die viel mehr wichtig ist, sind zum Beispiel ganz viele Plätze automatisiert gehen. An vielen Plätzen werden ein Teil von dieser Automatisation werden auch wegfallen. Es muss Ihnen aber auch nicht so sein, dass durch die Digitalisation an einer Automatisation an einem Sektor nicht Wertplätze aufbauen. Weil das stimmt nicht. Ich meine, muss Ihnen auch von der Opportunität schwätzen, also durch die Digitalisation werden aber auch neue Plätze geschafft gehen. Es werden noch viel müssen angepasst gehen und Besoin vom Moor. Weil Besoin vom Moor, die werden natürlich viel mehr technisch und spezialisiert sein. Die neuen Arbeitsplätze, die kreiert gehen, viel mehr spezifisch Qualifikationen werden verlangen. Und das heißt auch neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitszeitformen, andere Arbeitskonditionen und so weiter. Die Entwicklung von der Informatik heißt Benutzen von Handys, Laptops, iPads am Alltäglichen. Kein fest Arbeitsplätze mehr. Mit Laptops, das ist ein Arbeitsplatz. Das ist das, was im Moment am Gange ist zu geschehen. Wir müssen dafür sorgen, dem gerecht zu sein. Wir müssen als diese Changements am Sektor stellen, wissen anzupassen, und zwar am Interesse von den Salarien aus unserem Sektor.
Wir müssen als Gewerkschaft als ganz klar wissen, diese Changementer auch anzupassen und dafür zu sorgen, dass die Changementer stattfinden, und zwar am Interesse vom Salarié und nicht gegen das Interesse von den Salarien. Wir müssen neue Arbeitsplätze kreiert gehen, es müssen qualitativ, durabel und gut Arbeitsplätze sein. Und da brauche ich auch nicht zu sagen, dass die Formation eine extrem große Rolle an dem ganzen Wert spielen. Die Formation professionell continue, die spielt eine fundamental wichtige Rolle. Sie muss jeder einzelne Salarié erlauben, über die seine Karriere professionell aufzusichern. Recht auf Formation, auf individuelle Formationssteg, muss auf legislativen, aber auch auf kollektivvertraglichem Niveau geregelt gehen, wenn wir den Anforderungen von morgen gerecht gehen. Als ein Akkord, den wir am Bankenkollektivvertrag und über die Formation professionell und auch am Assurance-Kollektivvertrag haben, die müssen absolut aber adaptiert gehen, wenn wir wissen, was für morgen von unseren Salarien verlangt wird. Es muss also als Ziel sein, dass die Salarien sich können erlauben, sich zu adaptieren und die neue Arbeitswelt. Es muss die Salarien noch erlauben, die einen Platz haben, hier Arbeitsplatz zu erhalten. Einen neuen Arbeitsplatz können gegebenenfalls unzuholen oder sich das am Betrieb oder am Sektor. Der Maintien vom Emploi muss demnach auch garantiert sein am Sektor finanzier. Es darf kein einzelner Salarié auf der Strecke bleiben. Es muss auch dazu kommen, die Leute zu ermöglichen zu einer besseren Konziliation wie familial und wie professionell. Die Flexibilisation an der neuen Arbeitswelt kann nicht nur am Interesse vom Employeur stattfinden. Nein, die Flexibilisation von der Arbeitszeit muss auch den Salarien rechter gehen und muss auch am Interesse von den Salarien stattfinden. Jeder hat persönlich Besoin, sei das auf familiärem Niveau, auf privatem Niveau, und auch die müssen können adaptiert gehen par rapport zu den Herausforderungen, die im Moment von den Salarien verlangt gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Salarien am Sektor guten Arbeitskonditionen können weiterschaffen. Und der OGBL wird dafür sorgen, dass en vue von all den Mutationen, Changementen, sei das auf nationalem Niveau, aber auch auf sektoriellem Niveau, dass die nötigen Adaptationen am Interesse von den Salarien werden geschehen. Wir müssen noch dafür sorgen, dass die Löhne am Finanzsektor weiter klammen. Und zwar konform zu den affichierten Resultaten vom Sektor. Der Sektor kontribuiert immerhin zu einem Viertel vom PIB national. Wir können erwartet nicht zulassen, dass es darum nicht unter Erhöhungen von den Salären an denen zwei Kollektivverträge, die im Moment noch immer am Gange sind, noch negoziert zu gehen, wird kommen. Als Salarien, die haben ein Recht darauf. Sie haben ein Recht auf ein Stück von dem Kuchen, den sie mitgebacken haben, und nicht nur die Aktionären. Weil ohne hier Arbeit an ihrem Engagement wäre auch kein Kuchen gebacken. Was also der Kollektivvertrag Banken und Assuranzen angeht, da steht manches im Spiel. Ein Coquille vide will der BBL an DACA draus machen. Es soll kein Recht mehr draufstehen. Just nach dem Merit soll zählen. Und die Employeure sind die ganz allein, die nach dürfen dezidieren, ob es zu einer Pay-Erhöhung, ob es zu besseren Akien, zu besseren Konditionen für die Salarien am Sektor wird kommen oder nicht. Hast du gut geschafft? Den Arbeit gemacht. Da gehörst du aber nicht zu den glücklichen Gewinnern. Nee, aber da riskierst du zu den Oubliés vom Sektor zu gehen. Du kriegst also nichts mehr bei, weil du hast dich nicht ausgezeichnet. Du gehörst nicht zu den Supermeritants, wie sie das nennen. Du hast nicht mehr den Arbeit gemacht. Und das geht leider nicht durch. Und die Jungen, die dürfen auch an den Sektor schaffen kommen. Ja, sicherlich dürfen sie das. Wir bieten ihnen Paien nun zu absolut Minimalsalären. Und am liebsten hätten sie noch, dass die Jungen während 2 Jahren angestellt gehen in einer Form von Stagezeiten. Da brauchen sie nämlich die 2 Jahre auch noch nicht zu bezahlen. Und dennoch
könnt an den ganz dicken Hummer. Dafür will man dann auch nach am Sektor Dastiedsgehälter von den Leuten reduzieren. Das ist ja nicht schlimm, weil Rebelot, der nächste steht 400 dir, weil die muss auch wenn er 2 Jahre als Dasch geschafft wird, das ja nicht mal nicht eine Garantie, dass die Leute dann einen Kontrakt kriegen. Nö, da wird mal einfach gesagt, nee, es uns leid, du wärst nicht der richtige Kandidat. Wir engagieren ihn einer. Voilà. So lebt das. Und das ist ein Frechheit. Ja, es fanden ganz viele Mutationen statt. Wir haben ein grosses Problem an unserem Sektor, das ist das 7024 Gesetz. Ich meine, wir hatten als Syndikat Banken schon des Öfteren darüber diskutiert. Jetzt, wir waren bei den konzernierten Ministern, notamment bei den Herrn Gramenia gegangen, für uns dagegen zu beklagen, weil das 7024 Gesetz, das auch nur für kurzem gestimmt ging, das erlaubt, dass Unternehmen können übergrenzlich aus dem Land rausgehen. Das bedeutet aber auch, dass wenn am 400 Aushandeln von dem Gesetz eben die Unternehmen nicht und diesen ausgelagert gehen, an müssen hier am Land gemerkt gehen, können die an der Zukunft an einem anderen Land gemerkt gehen. Und wir wissen, dass ganz viele Betriebe am Gange sind, an den Startlöchern stehen, für einen guten Teil von ihren Services, von ihren Erbechten, notamment die an den Backofficen an anderen Ländern, wo die Main-d'œuvre vielleicht mehr billig ist, auszulagern. Kritisiert haben wir das Gesetz, weil wir gesagt haben, dass es schön ist, dass keine Etude d'impact an dem Sinn gemerkt wird, was das im Niveau von Emploi ging bedeuten. Wir fährten, dass das zu einer großen Katastrophe führen. Und die Ursachen, wie wird das zwar dieser muss gemerkt gehen, das ist der Brexit. Krämer gesagt. Der Brexit, das ist die Opportunität. Ja, wir haben noch nicht dagegen, dass ihr wollt versichern, neue Betriebe an Land zu kriegen. Au contraire. Aber die Betriebe, die kommen, ist das nicht just nur hier ein Headquarter. Und da kommen 3, 4, 5 Leute mit an Nombre vom Emploi. Die bleiben da, wo sie im Moment sind. Weil finalement wollen die Betriebe, aus dem Fakt, dass Brexit ja aus Europa werden rauskommen, versichern sie ja just, sich in den europäischen Pass zu gehen. Und das will nicht bedeuten, dass sie dafür mit ihren Salarien auf Lützeburg werden kommen. Wir aber fährten, dass es echt da Perten, die das Gesetz, Konsequenzen von dem Gesetz werden sind, mehr groß sind, wie gern, die wir werden davon kriegen. Dafür ist es doch extrem wichtig. Und wir verlangen das als OGBL, wir auch als OGBL Syndikatbanken und als OGBL national, mehr wie je wichtig, dass wir endlich, für auch als Leute zu schützen, dass wir endlich ein Gesetz kriegen über den Plan Sozial, über den Plan de Maintien de l'Emploi. Weil soll das da stattfinden, da müssen wir ja die nötigen Mittel haben, wir können dafür zu wirken, dass wir am Interesse von den Leuten dann in dem Moment müssen dafür sorgen, dass die Plätze erhalten gehen. Gegebenenfalls, dass sind Leute am Sektor, wie ich es für Drogen so tun, ein Jour gesagt gehen, wir können einen neuen Platz am Sektor unzuholen. Wir kriegen am Sektor immer gesagt, es fehlt also qualifiziert Leute, es fehlt also Main-d'œuvre. Aber wenn wir die Leute gewähren, wenn wir die Leute verlieren, wenn wir akzeptieren einfach, dass als Qualifikation, dass als Main-d'œuvre verloren geht am Sektor, dann brauchen wir uns alle Guten nicht zu wundern, wenn wir so mehr von käme, den als Erbesten heil kann machen. Und da spielt als Politik nicht ihre Rolle. Also sie hält nicht ihre Responsabilität an dem Sinn. Erbeszeit als auch ein ganz akuten Sujet, den wir am Bankensektor haben. Den Herr de Cilia, den Direktor von der ABBL, hat an länger letzter Runde mal ganz einfach gesagt, dass die Gesetze zu Lützeburg verschiedener dem Finanzsektor nicht adaptiert wären. Das heißt, für uns nicht anders das geheischt, dass ein ABBL sieht, man muss ja nicht unbedingt die Gesetze halten. Das ist ein starkes Stück, muss ich ehrlich sagen. Das ist, il faut le faire. Culottiert muss es sein. Aber für was sind Sie gegen das neue Erbesgesetz sind, weil angefordert ging aus den 1.1.2017? Die Gründe kennen wir. Das Erbesgesetz wird vom OGBL ausgehandelt ging. Exklusiv vom OGBL ausgehandelt ging. Das gesagt für das an der Zukunft keine Stunden
keine geschaffte Stunden mehr verloren gehen. Und das war am Bankensektor, lebt man nicht mehr knapps der Fall. Und sie wollen da mal dafür fahren. Sie wollen nicht akzeptieren, dass heute das alle Stunden mehr Werte müssen bezahlt gehen. Tausende von Stunden sind so geschafft gehen am Sektor, au Detriment von den Intérêts von unseren Salarien. Mir pur konkret Beispiele, ich gehe noch nicht unbedingt an den wo ich seid, was für Reibergeschichten, sie wollen nun durchlehnen, für zu Hirn zu kommen. Es kann auch nicht sein, dass an den Banken Reglement internen gemerkt gehen, wo dann von unseren Delegierten verlangt wird, die Reglement interne Mat zu drohen, an mit manner favorable Konditionen wie die am Gesetz stehen. Das kann an der wird nicht sein. Also sowieso ist das ja auch legal nicht möglich. Aber es kann auch nicht sein, dass an den Banken da gedroht wird. Aber wenn der das nicht akzeptiert, dann holen wir richtig noch ein Mobil weg. Dann machen wir in Horaire fix. Und dabei muss ich mal vielleicht dann noch so, den Horaire Mobil. Den Horaire Mobil schmengen, es wird immer geschwätzt, dass es den Avantage für den Salarié ist. Mit das nicht nur den Avantage für den Salarié, das ist auch ein größten Avantage für den Patron. Und den Horaire fix hat auch ganz viel gut Qualitäten. Weil an einem Horaire fix, du schaffst da kein 40 Stunden die Woche, ohne dass die Stunden d'Office als Überstunden konsideriert gehen. Also sollen sie Wannschrift abhalten, dass immer gesagt wird, dass der Salarié gedroht kriegt, du kriegst die Möglichkeit für dein Leben, morgens mich spät zu kommen, abends mich spät zu kommen, du kriegst die Wäsche geholt, wenn du nicht akzeptierst, dass du d'Office Stunden verlierst. Alles das kann nicht akzeptiert gehen, und wir als OGBL, wir akzeptieren das. Wir wären als dagegen. Und wir haben nicht für nichts eine Kampagne lanciert gehabt über die Derbischzeit. Aber das ist natürlich schwer, wenn da zwei Gewerkschaften am Sektor hat, die ich nicht an der Dotalin mit unterstützen. Und ich au contraire, sogar noch teilweise an der Rückfälle. Also Sektor, Banken und Versicherungen, schon nicht gesagt, ist nicht mehr dieselbe. Und hat sich extrem diversifiziert. Plätzeweise hat sich vergrößert, Plätzeweise ass aber auch ergangen. Extremerweiterungen haben stattgefunden um Niveau von der Fondenindustrien, um Niveau von der Servicer, von der PSF. PSF heißt les particuliers du secteur financier. Die IT hat sich extrem entwickelt. Aber auch die Fiduciären, dafür Kotebüros, Big Four und so weiter. Aus all diesen Konsiderationen, wo ich lo gesagt tun, haben wir dann dezidiert als OGBL, Syndikat Banken und als OGBL Sektor Service und Energie, wollen da über Schneidungen gehen, ganz viele Sujets sind, die sich sowohl am Sektor Service, sowohl am Sektor Finanz, von den Banken, Assuranzen, überschneiden, rumfahren, haben wir dezidiert als Kooperation am Kader von den Wahlen zusammenzuschließen und uns auch zusammen zu schaffen. Wir werden als Kräfte zusammentrommeln, wir werden als Kräfte zusammen schließen und wir werden auch zusammen dann versuchen, als Ziel zu erreichen. Weil wir sind nämlich überzeugt, dass es nicht mehr über DW geht. Wir haben als Ziel schon nicht gesagt, also die Wahlen zu gewinnen, wir nicht nur am Banken, an den Assuranzen, sondern am ganzen Sektor finanziell. Und dafür haben wir dann noch die Annonce, dass wir so, wir gehen also neuen Nummer, an den heißt OGBL Sektor finanziell. Ich meine, das haut ein wichtig und auch ein richtig Zeichen, dass wir heute hier sitzen, sowohl aus Syndikaten, Banken und Assuranzen, wie auch aus Syndikaten Service und Energie. Und genauso wichtig und richtig ist es, dass wir entschieden haben, dass wir da, wo Synergien zwischen unseren Syndikaten möglich sind, auch zusammen werden aktiv gehen. Sie wird am Niveau von der Thematisierung von Sujets, sie wird bei Publikationen oder bei Sensibilisierungsaktionen an verschiedene Bereiche, weil wir haben auch festgestellt, dass viele von unseren Betrieben, die an uns zwei Sektoren fallen, als Soningen sich herumfahren, wo Leute am schaffen, die all dieselben Sorgen und Bedürfnisse haben. Und da will man da auch mit einer gemeinsamer Stärke, an einer gemeinsamen gewerkschaftlichen Front auftreten. Wir haben als OGBL einen ganz großen Vorteil,
Wir sind eine großnational repräsentativ Gewerkschaft. Wir sind an alle Branchen von der Wirtschaft repräsentiert. Wir haben also Erfahrungen und Expertise an alle Bereiche. Und dafür ist es eigentlich auch logisch, dass wir den Anspruch haben, für an dem weitläufigen Sektor von den Finanzservices an den apparentierten Entreprisen als Ansprechpartner Nummer 1 anzutreten. Wir haben vielleicht Berufsindikator, die hier Einzelstrukturen haben. Es ist aber so, dass die Grenzen nicht immer fließend sind. An dem Bereich, den zwischen uns Indikator fällt, da soll kein Niemandsland entstehen, aber da werden wir uns in Zukunft noch mehr stark vernetzen, für da besser am mehr stark präsent zu sein am Ende von den Salarien und von ihren Familien. Was natürlich auch zu der Entscheidung gefordert wird, sind die großen Changements an der Ökonomie und an der Arbeitswelt zu Lützeburg. Veronika ist schon über den Deal angegangen, wie die Arbeit und sich geändert hat. Aber auch wenn ihr guckt, die Kartografie der Betriebe hat an den letzten Jahren und Jahrzehnten immens changiert. Wir haben heute eine riesen Anzahl von Betrieben, die es vor einigen Jahren noch nicht so gauf. Sowohl was 12 von den Betrieben angeht, aber auch was die Aktivitäten angeht, die immer mehr breit gefächert gehen. Und trotzdem stellen wir fest, dass es da immens viel Gemeinsamkeiten gibt an den Problematiken, mit denen die Leute am Berufsalltag konfrontiert sind. Gleichzeitig sind das auch Betriebe, die an permanenten Wandel sind, sie wird durch Fusionen, durch Auslagerungen, durch Transferen oder durch Absplickungen, aber auch Abkäufe. Und da ist es leider so, dass die Salarien viel zu viel oft die sind, die leidtragend sind und auf der Strecke bleiben. Und für diese Problematik, mir auch all die anderen Problematiken umzugehen, da geht es eben nicht durch, sich ob ein Betrieb oder ob ein Sektor zu reduzieren. Das geht darüber raus und dafür ist es einfach immens wichtig, dass er mehr stark zusammen schafft. Weil wenn die Betriebe halt auch nicht funktionieren, dann müssen wir auch dem Rechnung drohen und uns en Konsequenz organisieren. Das ist nicht, dass unsere Strukturen fundamental ändern, die bleiben so, wie sie sind, bestehen. Aber wir nutzen die Möglichkeiten, die Strukturen an unsere Statuten, die wir als OGBL haben, als gehen, für eine zusätzliche Kooperation zu schaffen, die man dann noch unter dem Namen an dem Banner, den ihr hier seht, werden laufen lassen, eher für den Wahlen. Weil an Schmengende gerade an den Finanzservices hat den Problematiken, die ihn aus der Bank kennt, die ihn aber auch aus breiten Teilen von Servicebetrieben kennt, und die sich am Anfang überschneiden. Ich denke da alles, was Perser was natürlich, und Fiduciären, und den ganzen Consulting-Bereich, den immens Wiesheit zu Lützeburg, den Audit-Bereich, der Verkotebüroen, wo sich auch immer mehr verschiedene Entreprisen tümmeln. Da sind natürlich die Themen, die am Vordergrund stehen, nicht der Lohnfrage, die manchmal immer für jeden wichtig ist, bleibt, aber auch vierrangig die Fragen von der Qualität von den Arbeitsplätzen. Sowohl was die Arbeitszeitregelungen angeht, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, was Recht auf Zeitsouveränität angeht, was die Grenze zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben ist, aber auch die Fragen von Stress und Gesundheit auf der Arbeitsplatz, von stressbedingten Krankheiten durch die Arbeit und natürlich von der Aufsicherung von den Arbeitsplätzen, weil an den Services muss man leider dieselben Erfahrungen machen wie bei den Banken mit dem Sozialplan und mit dem mangelnden Schutz einfach von den Salarien gegen Licenciementen aus ökonomischen Gründen oder wenn es Restrukturierungen. Das sind also die Sujets, die wir wollen thematisieren, gemeinsam. Und das sind noch keine Sujets, die an Aktualität werden verlieren. Am Gegenteil, mit dem ganzen Prozess von der Digitalisierung wird das alles immer noch mehr an den Vordergrund kommen. Und wir als OGBL sind am Anfang die uns damit auseinandersetzen, die auf diesen Themen schaffen, die Antworten geben und die auch Revendikationen am Interesse von den Salarien formulieren.
Und wir haben auch den Anspruch als Gewerkschaft für aktiv Zukunft von der Arbeit zu gestalten. Und zwar an alle Wirtschaftsbranchen, an das am Ende von den Salarien und nicht an irgendeinem kurzfristigen, kurzsichtigen Ende von Profitmaximierung. Dafür denke ich, dass wir eine stark und erfolgreiche Kooperation werden haben zwischen unseren Syndikaten. Ein ganz neues Motto, zusammen stark, den sich noch immer bewährt wird. Und ich meine, es ist auch immer nicht mehr an einer geeinten, an einer starken, an einer repräsentativen Gewerkschaft, wo ihn wirklich ein Garant hat für gut Lohn- und Arbeitsbedingungen.